zusammen, herzlich willkommen zu dem Video hier zum Unges Reaction auf mein Video auf dem natürlich besten Zweitkanal von der Schweizer Szene. Es gibt nur den Zweitkanal. Dieses Mal machen wir es ein bisschen anders als dann bei der unsympathischen Reaktion. Ich reagiere nicht live auf das Video, sondern erst einen Tag später. Ich habe den Unges-Stream schon gesehen, gestern. Und heute reagiere ich jetzt nochmal drauf, sozusagen das zweite Mal. Also es ist nicht eine Live-Reaction in dem Sinn, sondern eine zweite Reaction. Ja, aber ich würde es immer noch extrem nice finden, weil, ey, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, was gestern passiert ist. Aber nochmal, dass ich im Vorhinein noch gesehen habe, ich mache wahrscheinlich jetzt keine Parodie vorerst mehr. Ich will nicht nur Parodien machen sozusagen auf meinem Kanal und so nicht so überkommen, als ob ich nur in Streams von der grossen deutschen YouTuber drin will. Da ist es nicht unbedingt. Das habe ich mehr gemacht, weil ich Bock auf das gehabt habe, weil ich extrem halt auch ähnlichen Stil gehabt habe wie der Unsympathisch und der Unge schon gefühlt mein ganzes YouTube-Leben mir verfolgt und ich ihn schon immer verfolgt habe. Darum habe ich die zwei gewählt gehabt und ja, das war vorerst mal genug gewesen. Wahrscheinlich gibt es dann vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal etwas, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall legen wir jetzt los mit der Reaction. Sorry für das ganze Gelaber noch im Vorhinein. Zuerst noch mal ein bisschen Wasser trinken. Let's go. So, let's go mit der Reaction. Maelo hat vor einem Tag ein Video hochgeladen. Ungespielt Schweizerdeutsch. Okay. Das haben mir auch schon einige Leute eben geschrieben und es haben auch Leute schon auf Twitter und Instagram geschrieben. Und Ehre geht raus an meine Abonnenten, also wirklich Ehre geht raus. Ich habe ihm ja nichts gespendet und ich habe gedacht, ich will ihm nicht spenden, ich will ihn nicht damit nerven, sozusagen, dass ich sage, jo, ich habe extra das Video für dich gemacht, reagier doch jetzt bitte drauf. Das habe ich diesmal nicht gemacht, also ja, ich habe das Gefühl gehabt, ja, mach lieber nicht und nein. Das kommt nicht gut rüber und ich habe nicht stören sozusagen bei den wichtigen Reactions und dass meine Community so hinter mir steht, Kuss. wir schauen mal rein, ob wir alles verstehen, weil manchmal ist Schweizerdeutsch ganz schön schwierig zu verstehen. Ich kann auch gar kein Schweizerdeutsch nachmachen, das hört sich einfach nur cringe an, wenn ich das mache. So, ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt, let's go. Also es ist eine Parodie auf mich in Schweizerdeutsch. Ja, let's go. Genau so, Schweizerdeutsch hat er im Griff. Geil. Mitglied werden. 5 Franken. 4,50 Franken. Geil. 95 Rappen. Geil. Hä? Hat man die Möglichkeit, bei ihm Mitglied zu werden? Ja, geil. Ja, geil. Ja, das Intro habe ich wirklich genau so probiert nachzumachen. Ich habe extra die Schrift und so, alles habe ich probiert genauso nachzumachen, wie er so gemacht hat. Also es ist extrem lang gegangen, das Ganze zu machen, aber hat sich wirklich extrem gelohnt. Also die Details finde ich sowieso am geilsten. Einfach anstatt Euro einfach die Währung von der Schweiz reingehauen. Ich wusste gar nicht, dass Cent in der Schweiz Rappen sind. Also dass sozusagen die Währung unter der Franke, dass die Rappen, wusste ich gar nicht. Ich dachte gerade erst, kurz, habe mein Gehirn ausgeschaltet und ich dachte erst, 95 Rappen? Was für 95 Bars rappen? Und dann ist mir alles aufgefallen, dass es ja sowas wie Pfennig oder Cent sind. Okay, schon mal gut gemacht. Sub-Badges, Emotes, Ehre. Wir legen los. Steht da auch Rappen? Ne, 0,5. Ja. Aber er steht 0,5. Wenn er einfach nur 95 stehen würde, wird da dann wahrscheinlich R stehen oder so? Keine Ahnung. Ja, da würde die Abkürzung wäre RP, also das wäre die Abkürzung. Aber ja, steht auch nicht da. Wieso kommentiere ich das? Lul. Wir legen los mit dem ersten Video von heute und zwar ist das der Unsympathisch. Das haben wir sehr viele Leute von... Aha, Girl? Er zieht es auch komplett auf Schweizerdeutsch durch. Ich hoffe, wir kommen heute zum ersten Video. Danke, Girl, für die Bowl. Nice. Ist da extra viel Kuhmilch drin, oder? Spaß, Leute. Da sind nur ein paar Lines zusammen und 1 Kilo Beef drin. So, aber jetzt, wir legen los mit dem ersten Video und zwar ist vom Unsympath. Ich verstehe ungefähr 30% nicht, was er sagt, aber ich verstehe das meiste. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht, weil es ist so ein harter Akzent, so ein hartes Schweizerdeutsch. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich auch ein krasses Dialekt, aber dass er so viel trotzdem verstanden hat. Also das ist wirklich
sehr, sehr nice. Also, ja, also keine Ahnung, ich habe wirklich auch einen speziellen Dialekt im Schweizerdeutsch. Also, im Schweizerdeutsch ist mein Dialekt nochmal speziell. Ja, habe ich ja schon gesehen. Ja, moin. Unsympathisch TV Schweizerdeutsch 2.0. Ein ganz knackiges Video. Und ich sehe schon auf dem Thumbnail den Caillou. Das sieht so lecker aus wie meine Bowl mit Leinsamen. Let's go! Heute ist es endlich wieder so weit. Ich mache ein Video wieder Unsympathisch TV. Sehr, sehr stark. Wer von wem ist jetzt noch? Also macht er es allgemein? Ist das so eine Serie von ihm? Deutsch-YouTuber als Schweizer Version? Ja, also eben, jetzt ist das ein bisschen eine Serie gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt weiter werde ziehen. Also, ich werde die ja weiterziehen im Sinne von, vielleicht irgendwann nochmal, aber das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt die Serie gewesen und das reicht jetzt so. Also, mehr wollte ich jetzt da eigentlich nicht mehr machen. Also, das ist wirklich jetzt sozusagen genug gewesen. Ja. Weil er hat ja scheinbar das Video auch gemacht mit den, wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, Unsympathisch TV Schweizerdeutsch. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, cool. Unsympathisch. Ich sehe es nicht. Heute gibt es von mir ganz klassische Analyse von der YouTube-Szene. Wir leben ja momentan wirklich in ganz holprigen Zeiten. Ja. Okay. Das Meme, das ist schon alt, aber trotzdem, ja, stark. Aber etwas hat... Ich habe gerade geguckt, was da steht. Anstatt Creator Code Unge, dachte ich, steht da vielleicht sein Name, aber nee, da steht immer noch Creator Code Unge. Aber ja klar, ich gönne. Gönn ja meine Wochen, die fangen erst jetzt an. Die Schreibweise. Natürlich nicht vergessen, immer schön Wasser trinken. Da hat er recht, Leute. Immer schön Wasser trinken, Leute. Let's go. Ja, immer Wasser trinken, also das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Am nächsten Tag Wasser nicht vergessen und alles natürlich. Ja, moin mit den gratis McDonalds-Dingen. Man kennt ihn. Aber eigentlich auch weird. Reaction auf eine Reaction von einer Reaction von einer Reaction von... Ich komme nicht nach. Das ist zu gross für mich, ich komme nicht nach. Muss ich ihm recht geben. So, weiter geht's. Momentan wirklich... Guck mal, was da steht. Creator Code. Saftig. Sehr saftig, knaftig. Ja, genau, ja. Creator Code. Aber ja, hey, trotzdem, ich gönne. Gönjamin. Wilden Zeiten. Aber Apache bleibt gleich. Beim Nikola Inosokope 85 blieb leider nicht ganz alles gleich. Wer kann sich noch erinnern, als der InScope noch bei den Eltern daheim gewohnt hat? Ah, warte, er wohnt ja wieder bei den Eltern daheim. Bester Witz. Wie beim... Was? Er wohnt leider wieder bei den Eltern daheim. Hellas, liebe Leute, herzlich willkommen, alles klar? Genau im richtigen Moment wieder bei den Eltern eingezogen. Jetzt kannst du dank Corona die ganze Zeit in deinem Luxuszimmer chillen. Bauchbeine Po, let's go! Was natürlich nicht auffällt, ist der Redhead im portugiesischen Exil. Bin ich dumm? Ja. Bei ihm? Nee, ganz ehrlich, ich fühle mich so richtig Eva verarscht. Auf das erstmal ein bisschen Wasser holen. Let's go. So. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich finde mich so richtig... Ich versuch einmal kurz Schweizerdeutsch zu entschlüsseln. Nee, ganz ehrlich, ich fühle mich so richtig... Ich fühle mich so richtig... Ja? So richtig Eva verarscht. Einfach verarscht. Also, ja, es ist ein bisschen undeutlich ausgesprochen gewesen. Okay, aber einfach verarscht. Eva verarscht? Völlig ich weiß nicht, los. was das bedeutet. Ich fühle mich so richtig Eva verarscht. Auf das erstmal... Ja, Wasser holen habe ich verstanden. Wasser holen, das habe ich nicht verstanden. Maelo, erstmal Wasser holen. Hä? Das ist eben, das habe ich in den Chat geschrieben bei ihm, aber das hat der Spar gelesen, lul. Das hier heißt Wasser holen? Hä? So richtig Eva verarscht. Nein, das ist doch kein, das heißt nicht Wasser holen. Erstmal Maelo, was ist das? Einfach, ach so, ich fühle mich verarscht. Ah, okay. Ich fühle mich einfach, ehrlich, so richtig verarscht. Digga, die Schweizer, was ist das? Was ist da los? Schon die Schoki gegessen? Heute noch nicht. Kuss geht raus. So richtig Eva verarscht. Auf das erstmal ein bisschen
Wasser holen. Let's Ja, go. das hab ich verstanden. Erstmal leckeres Wasser holen. Aber das eine habe ich nicht verstanden. Okay, das musste ich verstehen. So. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, seht ihr diese Schlappen? Ich habe noch nie Schlappen. jemand meine Schlappen gezeigt. Ich habe noch nie jemand meine Schlappen gezeigt. Aber er hat mich so gut nachgemacht. Er wusste sogar, welche Schlappen ich habe. 200 IQ. Ich habe noch nie jemand meine Schlappen gezeigt. Er hat mich gestalkt. Jetzt zuerst mal, ich hau die Schlappen genau jetzt so an. Genau die Schlappen, man kennt ihn. Schlappen-Lifestyle. Let's go. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Ich habe die gleichen Schlappen. Fast die gleiche. Es sind nicht ganz die gleichen Schlappen, aber ja, das habe ich extra gemacht. Natürlich. Woher wusste er das? Er hat sie extra angezogen für dieses Video als geheime Botschaft, dass er mich jeden Tag beobachtet. Genau, Five-Head-Move. Ich bin schon jahrelang verfolgende Unge, schon seit dem Megaprojekt, dann mit Rotpilz, wo er das Baumhaus gebaut hat. Schon dann bin ich am Start gewesen, schon dann habe ich analysiert, was er da für Schlappen hat. Keine Ahnung, was ich rede, wir machen weiter. Oh oh, Leute, oh oh. Bald bin ich auf Madeira. Wenn Corona nicht wäre, wenn ich schon dort. Nee, Spaß. Oh, Digga! Ihr Body ist so ein Aber das Lachen, mein Lachen, ganz ehrlich, ich habe probiert, halbwegs gleich wie Unge zu lachen. Hat absolut nicht geklappt, nun. Aber wieso liegt hier Stroh? Ja, Mann, es tut immer noch weh. Oh, komm, weiter, let's go. Das hat also ausgerutscht bin, ne? Das hat wirklich sehr weh getan. Wirklich, das hat wirklich sehr, sehr weh getan. Mach mal nicht drüber lustig. Ja. Sorry. Ich hab nicht gewusst, dass es so weh da hat. Aber ganz ehrlich, mir hat es auch ein bisschen weh da. Ich bin hier am Boden gekriegt. Es hat mir auch ein bisschen weh da, ganz ehrlich. Hey. Bei ihm auf der Insel hat es ein Erdbeben gegeben von 5.2 auf der Richterskala. Ja, moin Leute, Abos True. Ja, es war ein hartes Erdbeben. auf Trocken am Schaber nach vorne. Das ist jetzt nur ein kleiner Spaß am Rande gewesen. Das Erdbeben vom Unge auf Madeira hat natürlich so ausgesehen. Der Clip von Kilian, das war's komplett. Absolute Legende-Clip von Kilian. Und ich hoffe, dass er bald wieder irgendwie jetzt während Krieger, der Kuss. Corona-Zeit Ist aber wirklich ein Legendenclip. Dass wir den auf Kamera haben, das ist wirklich ein Legendenclip. nach Deutschland kann. Aber wisst ihr, was ich erstmal mache, wenn das Ganze fertig ist? Erstmal so eine richtig geile Kebab gönnen. So ein Köftespießli. Einen, Ein kräftiges Spiel. der locker 1 Tonne wiegt. Und ganz ohne Rede und so. Mit gar kein Reden. Und dazu Ayran. ich Und brauch ein Handy, Mann. Digga. Ich brauch ein Handy. So, jalla, weiter geht's. Ja. Okay, aber jetzt wirklich im Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Erdbeben. Bester Genossi-Clip. Lost einfach. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du das Erdbeben gut überstanden hast. Das ist wirklich mein Ernst. Kuss, danke. In diesen schweren und komischen Zeiten müssen wir einfach mal dran denken, dass es der Monte auch nicht immer einfach gehabt hat. Weißt du, Was ich vergessen, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Uff, Alter, uff. Ha? Ich muss immer auf wegen Kröftespieß lachen. Erstmal ein Kröftespieß. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in der Schweiz bekommt. Bekommen wir hier in der Schweiz überhaupt einen Köftespieß? Ein Köftespieß, aber ganz ohne Reden. Oha, dahinter ist gerade Aida Oh, die Aida Nova ist wieder da. Nova im Hafen gekommen. Oha, heftig. Das ist das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff, was es gibt. Heftig. Okay. Jetzt habe ich es erst gecheckt, Digga. Das ist die Aussicht. Das ist die Aussicht aus dem Fenster. Da habe ich mir nicht lumpen. Das Budget ist gesprengt worden. Ich habe sie noch hier. Ja, sie ist da im Hintergrund. Oha, das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff, Digga. Heftig. Oh mein Gott. Das Problem ist, in Corona-Zeiten sind hier keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Es sind keine Kreuzfahrtschiffe mehr da. Schon seit über einem Monat gibt es hier keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Ja? Auch nicht die Aida Nova, die das zweitgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt ist. Ah, shit. Ja, aber hey, Unge, eben, normalerweise in der Schweiz sind sie eben gleich noch hier. In der Schweiz ist ihnen scheißegal. Okay, sorry. Machen wir weiter mit dem Video, let's go. Und weil es mir in diesen schweren Zeiten finanziell auch nicht so gut geht, müssen wir jetzt noch mal kurz ab in die Werbung. Mein RTL!
Raid Shadow Legends ist nach wie vor gratis. Hä? Hat der mit seinen knapp 11.000 Abonnenten wirklich ein Placement? Hä? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber natürlich, no front. Stellt euch mal vor, stellt euch jetzt mal eine Sache vor. Stellt euch mal vor, es wäre wirklich ein Raid Shadow Legends Placement untergebracht in einem nachgemachten Placement von Unsympathisch in einer nachgemachten Reaktion von Ungespielt. Das wäre 200 IQ. Digga, das wäre wirklich 200 IQ gewesen. Und wenn ich Nein noch sagen hätte er bisher bekommen, dass eben ungespielt wie hier drauf reagiert und es da zeigen, nein, wirklich ein echtes Product Placement wäre gewesen. Oha, das wäre ein 5-Head-Move gewesen, aber man kennt ihn. Raid Shadow Legends. Ja, da ist Nico. Das wäre 200 IQ, wenn das jetzt wirklich ein Raid Shadow Legends Placement wäre, Alter. Dementsprechend können Leute mit heftigen Steuerschulden das Game zocken. Mich hast du noch gar nichts gefragt. Ja, ist auch richtig so. Alter, der arme KS-Freak, also er ist ja gefühlt ärmer dran als der InScope. Spaß. Raid Shadow Legends hat über 15 Millionen Downloads. So viele Euros machen nie im Monat. Da muss er los, Da muss ich aber mal ganz kurz los. Ist natürlich nur ein Scherz, Leute, ne? Also. Oh Baby, Junge! Sag mal, wieso machen die nicht Werbung für ein Game, wo ich absolut gar keine Rappen dafür bekomme? Stupid! Aha, ich habe mir schon gedacht, dass das kein Placement kann sein. Aber natürlich trotzdem Ehre. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Das Gute ist, das verstehe ich halt alles, weil ich genau weiß, was Sascha normalerweise sagen würde, ja? Ein Abonnement auf kostenloser Ehrenbruderbasis. Ja, wahrscheinlich weiß es komplett. Der Bubble-Move hat er gebracht. So. Weil ich halt das Deutsche, weil ich weiß, was da gesagt wird normalerweise und dann 1:1 in Schweizerdeutsch, dann verstehe ich das alles. Ich verstehe auch ich verstehe sehr viel. Ich würde sagen, ich verstehe sogar über 80%, aber manche Sachen, da bin ich einfach lost, wirklich. Ich habe tatsächlich auch probiert, so ein bisschen mildes Schweizerdeutsch zu machen für das Video, dass es versteht. Auch in den anderen Videos habe ich probiert, so ein bisschen mild Schweizerdeutsch zu reden und da oft Begriffe zu nehmen, die so genau gleich sind wie im Hochdeutschen. Ich sage, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ey, wenn der noch eine SH-Cap trägt, dann rast ich aus, ne? Ey. Hä? Was? Unsympathisch hat auf sein Video reagiert? Hä? Chat? Oha, ja, hier bei mir Anzeigen hat der Unsympathisch schon mal auf sein Video reagiert. Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Wo wir gerade sind, in welcher Realität. Okay, also er hat eine Parodie auf Unsympathisch gemacht. Auf diese Parodie hat Unsympathisch TV reagiert. Jetzt macht er gerade eine Parodie auf mich, während er als ich auf ein Video von ihm als Unsympathisch darauf reagiert. Aber Unsympathisch hat auf dieses Video reagiert und darauf reagiert er gerade als ich. Keine Ahnung, ob das alles gestimmt hat, aber es ist wirklich... Oh mein Gott, es ist wirklich zu wild gewesen. Es ist alles so ein bisschen gemixt gewesen. Keine Ahnung, ich bin völlig lost. Ich weiß auch nicht mehr. Zu stark einfach. Einfach viel zu stark, Chat, was sagt ihr? Machen weiter mit dem Video. Dann rast ich Weiter. aus, ne? Ey, ich lade ihn noch zu mir nach Hause ein. Das nächste Video kann er bei mir daheim drehen. Der kriegt noch meine Location und kann sich komplett austoben. Das bereut Unsympathisch noch bis heute, dass er das gesehen hat. Nein, aber eben, ich komme nicht. Also ganz... Oh mein Gott, es fällt mir jetzt erst auf. Er hat im Hintergrund die ganze Zeit in dem Sascha-Video einfach auch nur ein Foto stehen gehabt mit einem Stück vom Hintergrund Ja. aus Saschas Video. Wie stark ist das? Mein Budget ist halt nicht besser. Ich hätte jetzt auch keinen roten Bart können machen für den Unge oder so. Ich habe einfach nicht so ein grosses Budget. Das tut mir wirklich schrecklich leid. Und dann hat er bei dem Video von mir, hat er hinten so ein Ding hängen, als wäre es das Fenster für die Aida Nova hier. Okay, stark. Ganz ehrlich, Zu wild.
Sascha, wenn die Corona-Krise vorbei ist, würde ich sehr gerne zu dir auf Stuttgart kommen. Ich spreche auch Hochdeutsch. Stupid. Jetzt bin ich aber wirklich komplett lost. Oh Mann, Alter. Der ist aber wirklich lost, der Junge. Ja, was soll ich sagen? Papa-Video vom Schweizer unsympathisch. Checkt ihn auf jeden Fall aus, wenn ihr Schweizer seid oder Schweizerdeutsch verstanden. Sonst hat er nur Abos, die die Hälfte verstanden und das ist auch nicht so nice. Auf jeden Fall, Kuss geht raus, Like ist da. Kuss, Kuss, Kuss. Ungeklickt, jeden Tag was das heißt das? 8. 8 I am Abend? Jeden Tag am 8 I am Abend? Was? Am 8 I am Abend? Ey, stark. Stark, stark. Richtig, richtig stark. Leute, ey, wirklich stark. Was hat er nochmal gesagt am Ende? Warte, ich muss kurz hören. Auf jeden Fall, Kuss geht raus, Like ist da. Ja, das ist es. Kuss geht raus. Jetzt weiß ich meinen eigenen Text wieder, danke. Kuss geht raus, Like ist da. Checkt mal den lieben Maelo aus. Feier ich. Richtig Hey, danke dir, Unge. Danke, ey. richtig stark gemacht. Richtig, richtig stark gemacht. Ey, wirklich geil umgesetzt. Aber sagt man das so? Also schreibt man anstatt 20 Uhr, schreibt man in der Schweiz 8 I. Ja, genau, also ich glaube nicht, dass das alle schreiben, aber ich schreibe so 8 am Abend. Ja, das mache ich so. Aber nochmal kurz eben zum sagen, hey, es hat mich so gefreut, hat es im Mund gefallen. Es ist wirklich sehr, sehr cool gewesen. Danke dir, Unge, hast du auf das Video reagiert. Wahrscheinlich siehst du das hier nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Ehre für mich gewesen, dass du auf das reagiert hast. Es ist wirklich unglaublich für mich und auch ganz dickes Danke. Ja, verfolge weiterhin natürlich noch deine Streams und so weiter und so fort. Ich kann sie eigentlich jetzt noch nicht fassen. Es ist eigentlich so surreal für mich, dass so, das ist ein riesen YouTuber von Deutschland und er kennt einfach mein Video. Also zu wild. Ach, man sagt in der Schweiz 8 so? Man sagt 8 so? 8? Ja, also, ja doch, man sieht das 8 am Abend. Ja doch, ich glaube, in den meisten Orten sehen wir das so, ja. Und dann gibt's danach 9 oder was? Nein. Und dann 10? Ist das so in der Schweiz? 9? Ah, okay. 9, 8, 9. Und dann? 10 stimmt eigentlich. 8, 9, 10. 9 am Abend. Aha, die 9 am Abend. Genau so, ja. Er ist stark. Warum haben die Schweizer alles so süß gemacht mit ihren Wörtern? Ist so süß. Ey, richtig gut. Leute, checkt Maelo aus. Lasst Küsse da, lasst Grüße da. Ich packe euch den Link vom Video mal in den Chat. Reinschauen und reinhasseln. Ja, hey, das war auch so die Reaction vom Unge. Ey, nochmal ein riesiges, grosses Dankeschön an Unge, dass er auf das reagiert hat. Das ist wirklich... My mind is still blown. Holy shit, das ist wirklich ein ganz dickes Merci, aber auch ein ganz dickes Merci an euch, an meine Community, dass wir das geschafft haben, dass ihr ihn anscheinend so zugespammt habt, dass er auf mein Video reagiert hat. Holy moly, danke an jeder und jede da draußen von meiner Community. Ganz dicker Kuss geht auch raus an euch, danke an euch. Und ja, ey, bleibt alle gesund, bleibt alle daheim und wenn ihr Bock habt, abonniert den Zwei-Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Liket das Video, würde mich auch natürlich sehr, sehr freuen. Und eben nochmal, ey, ich kann es immer noch nicht fassen und ich danke euch allen für den Support, für den ganzen Support. Ich hoffe, dass das natürlich auch noch in Zukunft der Fall wird sein. Es kommt sicher noch extrem viel mehr auf uns zu. Danke, seid ihr da am Start. Kuss. One is the loneliest number that you'll ever